Anfangsnervosität müsste verflogen sein. Heute geht's auf ins zweite Gruppenspiel. Beide Mannschaften haben also schon jeweils eine Partie absolviert und für beide Trainer geht es natürlich darum, die Ausgangsposition dieser Teams vor der Partie zu verbessern. Ja, und es ist ja so, dass im ersten Spiel dieser richtigen Gruppenphase man noch nicht so richtig wusste, wo stehen wir wirklich, taktisch, spielerisch. Diese Phase ist jetzt überwunden und heute wollen beide gewinnen. Sieh ab, Junge! Das war eine klasse Parade des Torhüters. Ja, und hier geht's gleich mal mit dem Eckball los. Ja, warum denn nicht? Ja, und die Fans wieder enttäuscht nach diesem schwachen Schuss. Ja, und sowas läuft unter dem Oberbegriff Ballkontrolle. So, jetzt wird's gefährlich. Gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers. Und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Und ganz gefährliche Ecke. Ist das gute Abwehrarbeit? Nein, daraus könnte sich was entwickeln. Und das war schon klasse, wie der Torhüter das macht. Als hätte er es geahnt. Und jetzt drängen sie nach vorne. Ja, klasse Abwehr des Keepers. Das war eine Glanzparade. Das war eine 100%ige Chance, die er da vereitelt hat. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Gute Aktion. Ja, ich glaube, da hätte er ohnehin keine Chance gehabt, aber er stand halt auch im Abseits. Ja, und die Wiederholung zeigt deutlich, das war schon korrekt entschieden. Da hat er die Situation gut eingeschätzt. Ja, nicht nur viel Raum überbrückt, sondern auch noch den Mannschaftskameraden gefunden. Ja, das war ein rüdes Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung da, die gelbe Karte zu zücken, nur Freistoß. Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik gehalten, aber der Ball ist noch im Spiel. Der Ball ist im Tor aus, Ecke. So sieht ein klasse Pass aus. Und der passt genau in den Knick. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Und mit einem langen Ball hebelt er hier die Abwehr aus. Und so sieht ein Pass aus. Ja, der ist gut, der ist lang und der kommt an. Gut aufgepasst vom Torwart. Ist immer wichtig, wenn der Keeper mitspielt. Ganz weiter Ball vom Keeper. Und ganz sicher das Zuspiel. Also, so wie der da reingeht, da hätte man ihm auch durchaus die gelbe Karte zeigen können. So nur Freistoß. Ja, der Ball prallt von der Mauer ab. Oh, per Kopf, warum nicht? Ja, den muss er als guter Torhüter auch haben, den Ball. Ja, bloß weg damit. Als hätte der Kimmer und Korn im Schuh. Ja, da stand er knapp im Abseits, aber der Verteidiger war auch ohnehin ganz eng an ihm dran.
klasse Aktion. Ja, was macht denn der Schiedsrichter da? Das gibt's doch nicht. Er muss doch sehen, dass das ein klares Foul ist. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. An die Latte und zurück ins Spiel. Ja, gut ausgeköpft. Und das sieht gefährlich aus. Großartiges Zuspiel. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ein wunderschöner Pass. Die Verteidigung spielt sehr diszipliniert. Ja, ich weiß nicht, warum greift er einen Gegenspieler an, der meilenweit vom Ball entfernt steht. Hier hätte der Schiedsrichter gelb geben können, aber es gibt nur Freistoß. Ja, Endstation, Torwart. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Nein, diesen Schuss musst du nicht erstmal reinwerfen. Hat er getan, war auch wichtig. Das müsste eine Ecke geben. Ja, Zuschauer haben bislang erst einen Treffer gesehen. Spielstand also logischerweise 1:0 und damit geht es jetzt in die Halbzeitpause. Ein verrücktes Spiel. Beide Mannschaften haben hier in den ersten 45 Minuten tollen Offensivfußball gezeigt. Nur Tore waren bis jetzt Mangelware. Mal sehen, ob sich das in der zweiten Hälfte ändert. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. Und die zweite Halbzeit läuft. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Super gemacht. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Eine unfaire Aktion, die mit der gelben Karte bestraft wird. Und der Torwart hat einfach ein gutes Stellungsspiel. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Weltklasse, solche Bälle hat nicht jeder drauf. Weit weg vom Tor. Tja, schaut noch mal kurz zum Schiedsrichterassistenten raus, aber es war wohl abseits. Und hier schauen wir uns noch mal die Wiederholung an. War das abseits? Erstklassiges Zuspiel. Ja, überhaupt kein Problem. Es gibt Einwurf. Klasse, wie er den spielt.
klasse Zuspiel. Souverän geklärt. Nicht schlecht. Ja, und das zeichnet ihn aus, dieses Zweikampfverhalten. Und schon hat er den Ball wieder. So, jetzt muss er den Ball nach innen ziehen. Ja, und der Flankenball war ja viel zu dicht vors Tor gezogen. Überhaupt kein Problem für den Keeper. Ja, das sieht der Trainer gern. Ja, der Torhüter mit gutem Stellungsspiel. Und weiter geht's. Perfekter weiter Ball. Ja, und er holt sich den Ball. Nutzt er die Chance und wird herrlich platziert. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Ja, und das ist eine Spezialität dieser Mannschaft. Das Konterspiel, das passt einfach. Und davon konnten wir uns gerade wieder überzeugen. Da steht mindestens eine Auswechslung bevor. Ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm, jenseits der Seitenlinie. Ja, klasse Abwehrleistung. Gut verteidigt. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Und der Schiedsrichter greift in die Tasche und gelb. Oh, schon wieder gelb. Jetzt sollten sie aber langsam aufpassen. Also der Ball scheint ihm, jetzt hat er den Platz. So, den muss er jetzt verwandeln. Und der trifft Alo. So, und jetzt müssen sie schnell umschalten von Defensive auf Offensive. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, wer den Gegner so im Zweikampf trifft, darf sich über Gelb nicht beklagen. Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da im Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Achtung, genau in den Lauf. Das hat er gut gesehen. Ja, da fängt der Torhüter den Ball ganz sicher ab. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Also der Schiedsrichter hätte ja eigentlich die gelbe Karte zeigen müssen. Der Trainer wechselt aus. Ja, der Abwehrspieler hat sich den Ball wieder erobert. Ja,
Frühes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. So, für den Rest des Spiels sollte er jetzt lieber ein bisschen aufpassen, denn bei der nächsten Verwarnung ist er draußen. Ja, Tom, ich finde ohnehin, dass der Schiedsrichter heute eine richtig schwere Aufgabe hat. Schon wieder so eine rüde Attacke und völlig zu Recht wieder gelb. Ja, die Stürmer beißen sich ja fast die Zähne aus an dieser Abwehr. So, da ist der Schlusspfiff und die Mannschaft geht als Sieger vom Platz. Sie können alle zufrieden sein. Spieler, Trainer und auch die Fans. So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.